Heute geht es wieder weiter mit der Küchenoptimierung. Heute werde ich die ganzen Regale ausräumen in der Küche. Und dann werde ich das Ganze ein bisschen sauber machen und dann schauen wir mal, wie das Ganze wird. So, ich gehe jetzt in die Küche rüber und dann machen wir alles runterreißen, abwischen und die neuen Gläser beschriften und dann geht es wieder weiter. So, jetzt werden wir mal das ganze Zeug runterräumen. Das haben wir geschenkt gekriegt, ein griechisches Meersalz von einer sehr guten Bekannten. Und das wird natürlich dann auch anständig in ein schönes Glas abgefüllt. Griechisches Meersalz. So, ehrlich jetzt, räumen wir mal den ganzen Mist da oben und dann machen wir das Picobello sauber, die ganzen Regale runterwischen und dann werden wir diese Gläser, was da drin sind, die werden wir dann natürlich da sauber neu schlichten. Ich habe mittlerweile schon leere Gläser, die habe ich gewaschen und dann schauen wir weiter. So, wenn ich das ausgeräumt habe, dann schalte ich euch wieder dazu. So machen wir es. Wahnsinn, was der Mist zusammenkommt. Puderzucker, Plastikdosen, Süßstoff, alles nur noch Plastik, wenn man das genau überlegt. Unfassbar. Chimichurry, ein geiles Gewürz, werden wir mal machen. Original argentinische Soße für Rind gegrilltes, also für alle möglichen Steaks. Ein hervorragendes Gewürz. Alnatura Gemüsebrühe. Ich liebe Alnatura, weil da ist kein Gluten, nichts drin, einwandfrei. So. Auch nicht schlecht. Hibiskusblütensalz. Das ist der absolute Knaller. Das Salz. Das passt ja nicht zu überall zu mediterranen Gerichten. Ja, da kommt schon was zusammen. Unfassbar. Ein leeres, kleines Senfdöschen. Ja. So, die sind die heißgeliebten Plastikdinger. Also diese heißgeliebten Plastikdinger, ich schätze mal, die sind vom Dritten Reich. Brutal. Ja, komm mal weg damit. Das kommt alles sauber in die Gläser rein. Braucht kein Mensch nicht so Plastikgedöns. Da haben wir noch zwei. So, einfach. So. So, das waren jetzt einmal die 3 Regale und den Korb machen wir dann zum Schluss. Das wischen wir zuerst einmal alles Picobello sauber. Dann würde ich sagen, auf geht's. Wahnsinn, wie das alles pappt. Aber wie gesagt, ich mache alles Picobello sauber, bevor ich das Neue wieder draufstehe. Sonst hat es ja keinen Sinn. Und das ist brutal, was der Dreck runtergeht. Das, was im Hintergrund fährt, das ist der Kühlschrank. Das ist ein amerikanischer Kühlschrank. Den werden wir aber jetzt dann auch irgendwann einmal schon langsam austauschen. Weil wenn ich jetzt überlege, der hat schon 12 Jahre auf dem Buckel.
das pappt nicht mehr, ist picobello sauber, sage ich doch. Es hat schon Sinn, dass man endlich einmal wieder putzt. Ja? Wenn es auch nicht so schön ist, aber ist gehört gemacht. Ja? Gut, ich mache dann das ganze Gläserzeug sauber und dann werden wir schon langsam einmal. Da kommt das Zeug rauf, was ich nicht so oft brauche. Und das, wo meine Frau dann herunten auch erreichen muss, das kommt, der Blickfang, das kommt hier rein und oben kann man dann irgend Sachen hin, wo ich gar nicht so oft brauche. Ja, jetzt habe ich da schon wieder fast alles fertig. Das habe ich ja gestern schon alles gemacht. Und das habe ich jetzt alles gewaschen, geputzt. Das muss ich noch machen und dann geht es hier rüber weiter und dann oben am Kühlschrank, hier. Jetzt einmal ganz ehrlich, gefällt euch das? Schaut das gut aus oder ist das scheiße? Oder was habt ihr für Vorschläge? Ha? Also ich finde es schaut elegant aus. Die Sachen, was ich natürlich nicht so oft brauche, da oben habe ich so einen flüssigen Süßstoff, Meersalzreserve von Griechenland, das habe ich da hinten versteckt, das schaut sehr gut aus. Und hier habe ich die bestückten Gläser. Also ich finde, das schaut cool aus. Schreibt es in die Kommentare, habt ihr andere Vorschläge? Also ich muss sagen, mega geil, kann man einigermaßen lassen. Also mir gefällt es und bestimmt haben viele. Die Nudelgläser habe ich auch sauber abgewaschen. Und ja, das ist jetzt so überflüssiger Ballast. Da muss ich noch schauen, was ich mit dem mache. Das Kimi-Curry muss ich auch schauen, dass ich das irgendwo rein tue in einen anderen Ding. Und die finden wir auch noch einen Platz. Da sind Nelken drin. Und was das für komisch, das ist glaube ich Dill. Oder was der Geier. Ist egal. Da haben wir noch geschenkt gekriegt. Original griechische Oliven. Und das ist ein Grappa. Der ist selber abgefüllt. Ja, wie gesagt, wir haben eine gute Bekannte aus Griechenland. Und die schickt uns ab und zu so mega geile Sachen zu. So, jetzt werden wir das noch. Da sind ja lauter selbstgepflückte, selbstgetrocknete Tees drin. Die werde ich dann auch sauber wegwischen, neu beschriften. Und das ist Tupperware, die lasse ich jetzt, weil das will meine Frau so. Und die Gläser da hinten werden abwaschen, das Musikgläser. Und was so bestimmte Kräuter sind, wo schon ewig lang, was man nicht so oft braucht. Ja, da habe ich mir überlegt, gut, alle Kräuter kann man nicht ewig aufheben und wir haben wirklich ein paar Kräuter drin, die muss ich natürlich wegschmeißen. Ich glaube, das ist jetzt wirklich zum Verschmerzen, wenn man da mal wieder neue holt. Einmal im Jahr, wenn man ein bisschen was ergänzt, was wirklich nichts mehr riecht. Ich habe Lorbeerblätter drinnen gehabt, die waren wirklich schon absolut ohne Duft und die schmeiße ich natürlich weg. Also wirklich. So, jetzt mache ich dieses sauber. Dann geht es da oben. Dann geht es da oben weiter. Das habe ich erst ausgeräumt. Da haben wir unseren Toaster drin, Eierkocher und bla bla bla. Dann die Dunstabzugshaube wird sauber gemacht. Ja, die schaut schon gründig aus. Da werde ich die Filter noch ein bisschen sauber machen. Und die Tapeten, ja, bei der Tapeten wollte ich noch mal sagen, ein kleiner Tipp. Wenn einer sowas haben will, da gibt es verschiedene Sorten, da muss man selber ein bisschen rumgoogeln bei Amazon oder, ist egal, Steintapeten oder wie man sagt. Da gibt es verschiedene Muster. Und damit die immer sauber versiegelt ist, damit da nichts passiert, gibt es extra so einen Anstrich, den man mit Wasser anrühren muss, wie ein Kleister. Aber das ist extra für Tapeten eine Lasur, eine Versiegelung.
Wenn man nämlich da Fett ranspritzt, kann man das ohne weiteres wieder wegwischen und dann sieht es wieder wie neu aus. Und irgendwann, nach alle 2 Jahre, soll man das wieder neu versiegeln. Also das ist jetzt wirklich kein Thema nicht. Und dann geht es oben am Kühlschrank weiter. Das habe ich eigentlich bloß so raufgestellt. Den Airfryer, den Entzapfter. Natürlich mein gutes Küchenradio. Und hier geht es dann auch wieder weiter. Auch alles sauber machen. Da oben ist schon alles sauber. Und ich denke mir, schon langsam kriegt die Küche wieder einen mega geilen Glanz. Und das kann sie meiner Meinung nach sehen lassen. Also schreibt es bitte in die Kommentare, ob man das so lassen kann oder ob man es nicht lassen kann. Also jeder hat natürlich da andere Meinungen, da brauchen wir gar nicht diskutieren. Also ich habe mir gedacht, das mit den Gläsern schaut wirklich geil aus. Ja, sieht man auch wirklich gut. Und das sind die Etiketten, wo man selber beschriften muss. Bohnenkraut, Couscous, Xylitzucker, Pilze, getrocknete. Also danke fürs Einschalten, lasst ein Abo da. Also habe ich macht es gut. Helmut, die Anker Filmschmiede. Bis zum nächsten Video. Servus.